Merci, Herr Präsident. Merci auch von meiner Seite und Madame Bofferding für das Sujet hier auf den Ordre du Jour geholt zu haben. Wir waren schon 11. Februar hier bei einer Heure d'Aktualität über die Santé mentale von der Kanner. An dem Kader haben wir schon viele Sujets angeschaut, die mit den Enkel angeschaut wurden. Und ich werde probieren, an meiner Replik auf verschiedene Fragen zu antworten. Wir wollen die Stadt nicht ganz komplett machen, zeigt nicht mal nach schriftlich Fragen heranzugehen. Für bald 20 Jahre habe ich mit Dezember einem guten Kollegen an der Schule schöne Vakanz gewünscht, aber bis nächstes Jahr gesagt. Den 1. Januar sitze ich bei meinem Schwerpartner an der Wohnung, da kriege ich ein Telefon. Da hatte ich seine Frau am Telefon. Und dann war mein Kollege 2 Tage für drunter freiwillig aus dem Leben gegangen. Viel frohe bleiben, so wie den Herr Marquez schon erklärt hat. Viel frohe bleiben bei der Familie, viel frohe bleiben bei den Freunden, bei den Kollegen. Frieden sich, ja, und hat letzte Woche angerufen, hast du sollen abheben. Sie sind nicht dazu gekommen, sie sind nicht dazu gekommen, zurückzurufen. Für was habe ich verpasst? Für was habe ich nicht gesehen kommen? War ich nicht genug für diese Mensch da war, nicht kadriert? Für was hat sich so allein gefühlt mit seinen Problemen? Für was gibt es so etwas wie de Mal de Vivre? Das Jahr stimmt dafür auch die Journée mondiale de Prévention Suicide am Zeichen vom Satz Changeons le discours. Hin hat nie darüber geschwärzt, wie schlecht im Gang ist. Hin hat nie darüber geschwärzt, dass den Welt sich Leben holen. Und wir müssen alle zusammen den Diskurs können aushalten und über das schwätzen, was der Mensch will machen. Wir müssen eine Gesellschaft lernen, für den Suizid zu verhindern, nicht ganz aus der Welt zu schaffen, weil ich denke, eine 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Wir müssen Mentalitäten evaluieren lassen, wir müssen Stigmatisationen herausholen und wir müssen das große Publikum informieren über alles, was möglich ist in diesem Bereich. Vielleicht wollte ich auch kurz auf die Zahlen eingehen. Laut den offiziellen Statistiken, und vielleicht habe ich schon gesagt, dass die Situation zu Lützeburg besser geht. Offiziell 2017 waren wir auf 9,5 Leute pro 100.000 Einwohner. Los sind wir im Jahr 2023 auf 6,3 gewesen. Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern stehen wir nicht schlecht da, weil an der Moyenne sind wir da bei 10,2. Es gibt aber noch 3 Länder, die mehr niedrig sind, und zwar Griechenland, Schweiz und Liechtenstein sind bei 5 auf 100.000. International gehen auch vulnerable Gruppen genannt, das auch viele schon angedeutet gehen, sind hauptsächlich Junker, ältere Migranten, die mehr oft betroffen sind. Auch wenn diese Gruppen mir einen hohen Todessuizid weisen, als der Lebensprozess, den zu so einer Decision feiert, ein ganz, ganz komplexes Phänomen, und ich meine, das tun die Interventionen in den Mitteln auch gewissen, und die Risiken, die dazu feiern, sind wirklich multifaktoriell. All Fall ist anders, und dafür muss auch all Antwort anders sein. Es gibt keinen K-Typ, es gibt keine allgemeingültige Art und Weise, für so einen Tod zu verhindern. Wir können Risiken identifizieren, und die sind auch schon angeschaut gehen. Und nächster Platz schreiben international Experten de Chômage, Prekarität, Sozialisolation, Depression, finanzielle Probleme, Existenzängste, Mentalkrankheiten und Traumatismen. Auch die Medien können eine Rolle spielen. Ich gehe da nicht darüber an, da sind viele Redner im Detail darüber gegangen. Aber Mentalkrankheiten sind spätestens seit der Pandemie am öffentlichen Diskurs angekommen. Es merkt den auch hautnah die Auswirkungen von der Isolation bei verschiedenen Leuten am Alltag. Leute, die schon mal eine Tentative gemacht haben, sind noch echter betroffen, hier mal rumzuprobieren. Und das spielt auch eine große Rolle, wie einfach es ist, um Möglichkeiten zu kommen, für sich das Leben zu holen. Alter, Relation Mann-Frau, als schon gesagt, ich gehe nicht mehr darüber an. Soweit dann zu Zahlen und Risiken. Was machen wir dann zu Lützeburg, für dem entgegenzuwirken? Lützeburg ist immer ein multisektorieller Weg gegangen, nicht eine Linie, aber viele Niveaus. Im Moment sind wir auf 3 Niveaus aktiv. Kinder, Jugendliche, efficace prise en charge von den Troubles mentaux, an Interventionen am Umfeld von den kranken Leuten für eine genaue Analyse von den Faktoren à risque zu machen.
Das schon gesagt, wir hatten den Plan National Prävention Suizid, seine Rekommendationen sind angeflossen an den Plan National Santé Mentale 24-28. Der Plan ist am Gang umgesetzt zu gehen. Wir haben 4 Arbeitsgruppen laufen. Eine Arbeitsgruppe 1, die sich um Santé scolaire dreht. Das ist, die sieht man an Intersektionen Prävention allgemein und Prävention Santé mentale, wo auch schon angedeutet ist, dass man da die mentalen Aspekte am Detail analysieren. Eine zweite Arbeitsgruppe rund um Psychoedukation, all die Formationen, die auch geschwärzt werden. Eine dritte Gruppe über die Filière Psychopädiatrik und eine 4. Gruppe über die Forensik. Und an all diesen Gruppen wird Prävention angeschaut, wird Recherche angeschaut, wird das Suivi mental angeschaut. Wir haben dieses Jahr den Akzent gelegt auf die ersten 1000 Tage. Wir haben eine Filière supplémentaire angesagt für Troubles du Neurodéveloppement herauszufinden, mit einem Hauptakzent auf den Autismus. Zusammen kann ein Junker stark machen, da sind wir NRW. Die Formation Premier Secours ist schon angeschaut, da gehe ich nicht mehr drauf an. Aber es wird nicht angeschaut, als Frankreich besteht ein System, das heißt Vigilant S. An den ist am Gange an einem Spital zu Lützeburg am Süden umgesetzt zu gehen, nur dem französischen Modell. Das heißt, alle Leute, die da akut behandelt gehen, die dann da noch heim gehen nicht allein gelost. Sie kriegen ein Kärtchen mit, wo eine Nummer drauf steht, wo sie immer können anrufen. Leute aus dem Spital melden sich nur 10, 20 Stich bei ihnen, um zu gucken, ob sie enkadriert sind, ob sie Kollegen haben, ob sie an einem Umfeld evaluieren, wo sie nicht allein gelost gehen. Nur 6 Monate wird dann eine detaillierte Evaluation über Telefon gemacht. Und so konnte sie an den letzten Monaten der Jahre schon den Todesrezidiv um 40% aufsetzen. Das soll auch mit Reso und Obausse gemacht gehen. Und das Projekt lief dann mit der Ligue Ende des Jahres an. Parallel haben sie eine spezifische Formation Prävention Suizid mit dem CHNP, mit der Polizei und mit dem CGDIS an Platz gesetzt, nur ein französisches Modell, wo 16 Formateure soigneusement herausgesicht sind. Akteure vom Terrain. Ja, das gesagt gehen Psychotherapeuten und lange Wartezeiten. Man kann ja probieren, es gibt dann noch, die relativ kurzfristig disponibel sind, mir ich weiß, dass spezifisch am Kanner- und Jugendalter haben wir ein Accessproblem, um Psychotherapien zu kommen. Bei Adulten ist es ein bisschen mehr akut, aber bei Kanner- und Jugendlichen ist es wirklich akut. Dann so geschaut gehen, dass man da vielleicht den Access limitiert und dadurch, dass den Tiers payant social, respektive der PID nicht en place ist. Das hängt daran, dass man noch immer keine Konvention mit den Psychotherapeuten haben, dass man noch immer en Funktion von der obligatorischen Konvention schaffen, die per Reglement Grand Ducal en place gesetzt wurde, und die Negoziationen noch nicht aufgeschlossen sind. Mit gesagt so aus, wie was an den nächsten Monaten Kinder aufgeschlossen gehen, und dafür werden wir die Mesure vom Tiers payant social so sehr wie möglich en place setzen. Und auch den Tiers payant generalisieren natürlich über den PID. Für den Rest die Leute, die akut versucht gesehen, wir sind am Gang, die akut weiter auszubauen, aber Präventionssuizid ist nicht am akuten Fall, als erster Donno am Suivi daheim. Da haben wir ein Réseau von Akteuren, die ein Suivi extra-hospitalier en place setzen, die damit noch nicht viel angeschwärzt gehen. Die sind zusammengefasst in der Entente des Gestionnaires, und das sind rund 6, 7 Akteuren, ASBL, unter anderem die Ligue, die schon ein paar Mal angeschaut haben, aber auch ATP, Mathe VSBL, die Resopsie, die Triaklinik, die Levenobausen und Zita-Unic. Und die hat gelesen, nicht mehr spät wie vor 2, 3 Wochen, als auch von der Zita-Unic ein neues Projekt vorgestellt, wo sie aktiv auf die Leute durchgehen und nicht warten, bis die Leute sich melden, für hier Probleme entgegenzuholen. Psychiatrie extra-hospitalière, die ich auch angeschaut habe, die wird aufgerechnet, auch mit der CNS, über den Akt, den heißt W10. Letztes Jahr, von 22 bis 24 haben wir da rund 430 Patienten gehabt. Am Jahr 2024 sind da 333 gewesen. 95.000 Tage kaufen das Leute betreut. Das heißt an der Moyenne 285 Tage am Jahr. Dann gibt es Centre de Jour, Centre de Rencontre, Service de Consultation und so weiter. Ich gehe nicht auf den Detail an. Ein Krisencenter gibt es noch nicht. Ein Krisencenter ist so gedurcht am Plan. Aber also Fokus liegt im Moment auf der Koordination von den Services, die en place sind, wenn es der Penurie vom Personal an dem Sektor denken wir,
dass es im Moment nicht opportun wäre, so ein Krisencenter en place zu setzen. Wir müssen für dich wissen, wie können all die Offenen, die do Terrain sind, gut vernetzt gehen, wie können wir über die Santé scolaire auch eine Konsultation psychologique en place setzen, le cas échéant, und dann all zusammen gucken, wann dann das nicht durchgeht, dann gucken wir, ob den Krisencenter muss en place gesetzt gehen. Auch für das Grand Public, wie wir viel darüber gesagt haben, regelmäßig Sensibilisationskampagnen, zumindest la santé mentale, regelmäßig Kampagnen, unter anderem rund den 10. September und auch rund den 10. Oktober, Journée mondiale von der Prävention Suizid, respektive der Santé mentale. An diesem Kader will ich auch nein auf die Flotte-Initiative verweisen von den Jungen von der UNICEF, der Young Ambassadors. Hier ab, nicht lang, besteht noch immer und hilft auch den Jungen, wenn sie mal lang daheim sind, sich nicht so lang zu fühlen. Soyons attentifs aux signaux d'alerte. 3 Punkte. Ensemble, prévenons le suicide. Das ist der Message, den der Krit von der Zeit von der Ligue gibt, Prävention Suicide Luxembourg. Und der Satz resümiert alles. Wir müssen ein Tabu absprechen, wir müssen Prävention noch verbessern, echter entdecken, besser begleiten und effektiv aufpassen. Und da hat Madame Hartmann schon gesagt, wir haben das vor an der Chambre de Budgetsprojekt durchgeholt. Wir haben noch immer die Chance können, da mehr Leute zu rekrutieren, mehr Leute zu engagieren. Und zu fehlen im Moment auch noch nicht auf dem toten Posten. Wir konnten 100 Millionen mehr auf dem Kredit für die Leute alle Guten zu enkadrieren. Aber ich aber schon ein Rutsch von meinen Vierredner gesagt haben, wenn ihn am Desarroi ist, wenn ihn also in einer akuten Situation ist, für den natürlich nicht den Reflex zu gucken, also ich der Matthilf, mein Ansprechpartner, wovon ich Zeit, Prävention Suizid, welche Telefonnummer soll ich da anrufen, dass ich mir unterstützen, voller ganz die Idee, für do eine einzige Nummer zu kreieren, anhand der Nummer dann, so wie wir am Plan de Santé mentale unterwegs sind, eine Vernetzung von all den Partnern en place zu kreieren. Mental Gesundheit auf demselben Niveau hier wie physische Gesundheit und umgedreht. Weil, wenn ihr nicht gut drauf ist, dann geht dein körperlich nicht gut auf einmal. Aber wenn dein körperlich nicht gut geht, dann geht einem auch mental auf einmal nicht gut. Ich so den Akteuren vielmals merci, so meine Vierredner vielmals merci. Aber wie gesagt, wenn ich die eine oder andere Frage nicht mit meiner Intervention beantwortet habe, warten nicht, ob er schriftlich aufholen. Merci.